So Freunde, weiter geht's hier im Szenario vom 4. Season Pass. Erstes DLC davon. Silberner Fluch, silberner Mine, irgendwie sowas hieß das Ganze. Und ja, wir sind ja in der letzten Folge eigentlich ganz gut vorangekommen. Müssen jetzt aber noch gucken, dass wir irgendwie auf die 300 Throner-Leros kommen. Viele sind es nicht mehr. Damit wir dann endlich mal hier die Silbererzmine bauen können. Und dann wird, glaube ich, auch bald mal der Typi kommen, der gerne ein bisschen was von uns hätte. Die Arschgeige. Und währenddessen geht es natürlich auch noch ums Fundament, was wir noch bauen müssen. Deswegen erst mal ein bisschen Fullspeed hier geben, damit das mit den Brettern und so auch schneller geht. Und zack. So, wir brauchen 45 Einwohner, das haben wir. Die Materialien haben wir auch. Let's go! So, schon mal die erste Silbererzmine. Noch leicht unzufrieden die Einwohner. Das ist natürlich schade. Ich frage mich warum. Ja, ich bin noch besser als ihr. Nein, Quatsch. Vielleicht erstmal das Polizeirevier. Da war ja noch was. Eine Feuerwache haben wir hier unten. Okay. Kapelle vielleicht mal noch irgendwo. Hier klappt es gar nicht mehr, wa? Scheiße. Ich mich ein bisschen verkalkuliert vom Platz her. Egal. Mach es erstmal hier, komm. Und der Monsun setzt ein. Da haben wir jetzt hier die Kapellen noch drauf. Der Ruhm wird gerade auch produziert. Sehr gut. Ja, hier muss ich noch ein bisschen anders bauen. Aktuell reicht es noch. Eine erste Lieferung. Genau. Das wird dem ein bisschen weiter nach oben versetzen. Ach, die ich eigentlich gerne so belassen würde. Das Polizeirevier gefällt mir hier jetzt nicht so. Was soll es sonst hinpacken? Mal gucken. Also, dann haben wir das Ding. Das muss man langsam mal bauen. Verminente Brandgefahr. Jetzt natürlich hier gar keine Produktion mehr möglich. Oder kaum noch. Verflutete Minen. Super, dankeschön. So, jetzt haben wir hier gerade aktuell den Bau angehalten. Das heißt, ich mache jetzt erst einmal hier ein Lagerhäuschen hin. Ich glaube, hier auch ein bisschen Sinn. Okay, da war gerade ein bisschen teuer. So, dann kommen wir hier wieder dazu. Wir brauchen wesentlich mehr Bretter, Ziegelsteine, Arbeitskräfte hätten wir. Aber das kriegen wir hin, wa? Ziegelsteine muss ich natürlich erst einmal produzieren, das ist klar. Okay, wenn ich hier die zweite nachher mache. Erstmal hier eine. Also 4 Bretter. Sagen wir mal hier für eine Produktion. Sehr gut. Die brauchen zum Ausbau 8. Also mal kurz abwarten. Bis wir 16 oder so haben. So, dann müsste das jetzt auch funktionieren. Wie sieht es denn hier mit den Waren so aus? Rum haben wir, Tortillas steigen. Okay, okay. Produktion von allen aktuellen Waren sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ein bisschen Schnaps hätten sie noch gerne, okay. Ansonsten mal noch ein bisschen gucken, wenn es jetzt ja, um den Schnaps geht zum Beispiel.
Pollenschutz wären ihnen wichtig, ja. Was kann ich eigentlich noch alles so bauen? Ich glaube, den Schnaps kann man gar nicht bauen, wa? Also sprich die Schnapsproduktion. Ich meine, sie wollen sie zwar, aber sehe ich irgendwo was, wo ich irgendwie Schnaps herstellen könnte? Nee. Ich bin mein Leben lang ohne deine Machinas Infernales ausgekommen. 2 von denen bräuchte ich. Oh, okay, ich glaube, die Dinger machen wir hier unten. Produktion für die Ponchos. Will ich hier mal sagen. Ja, ein paar fehlen noch, aber. Die kommen nachher dann hoffentlich da weg, zumindest ist der Plan. Ja, den lassen wir noch. Zufriedenheit wäre ja halt nicht schlecht, aber doch wesentlich mehr rum. Und vor allem Schnaps auch noch. Ja, warum geht eigentlich die Produktion vom Rum noch nicht? Das wundert mich ein wenig. Ist einfach nur deswegen, weil die das Bedürfnis gar nicht haben. Die normalen Journalero sind halt erst die hier. Deswegen geht auch die Chili-Soße noch nicht. Könnte ja sein, oder? So, ja komm, ich setze mal in Gang, ja. Zielsteinnutzung dauert echt ewig, wa? Hier kann man ein bisschen anders bauen oder versuchen zu bauen. Hier draußen kann ich auch noch bauen. Das sind ja auch vergrößert, war der Einfluss. Besser gesagt das Baugebiet. Kapelle, das Team noch reicht für alle Gebäude. Das wundert mich auch ein wenig. Kann man die irgendwie auch ein bisschen besser noch platzieren. Ja, das ist ein bisschen verkackt, Alter, der scheiß Monsun. Das wird hier sogar noch gehen. Ob der dort reichen würde und dafür jetzt aktuell mal hier oben noch einen. Okay, sehr gut. Und das hier alles auch. Dann. Ja, let's go, wa? Phase beginnen. Ah, schönes Geräusch mit dem Monsun. Ja, ich muss sagen, so Regentage liebe ich ja schon, wenn man einfach dann auch draußen hört, dass es ein bisschen regnet. Natürlich nicht zu sehr, als Überflutung gibt und so, ein bisschen Regen. Schadet nichts, es ist auch gut für die Luft und so. Natürlich auch für Allergiker, vor allem so Pollensaison. Und ja, generell finde ich es eigentlich noch angenehm. Natürlich muss ich jetzt ständig sein, ne? Ist klar. Braucht lange, bis er kommt.
So, Ziegelei, gut, die dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, weil ich hier jetzt irgendwie so viel Steine habe, wie es vielleicht gewünscht wäre, aber du, shit happens. Theoretisch kann man die hier vielleicht mal noch bauen. Einen hätten wir genug. Wenn die nicht erst etwas bringen. Ich bin Edmundo Var, Aktuar von König Joao, königlicher Abgabeneintreiber und Inspekteur der Einnahmen der Krone. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wer es glaubt. Für Sie immer noch Visconde Oliveira. Sparen wir uns den Titel. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass Sie produktiv arbeiten. Bürokratische Einmischung, wie ich sie liebe. Ich nenne das effiziente Beaufsichtigung. Ich komme regelmäßig, um die Abgaben einzuholen. Halten Sie pünktlich die erste Rate bereit. Sehr gut, Freunde, es wird Sommer. It's summertime. So, jetzt muss auch die Produktivität wesentlich schneller gehen. Jetzt bin ich noch im Minus hier. Warum? Vorher war noch wesentlich im Plus. Schon krass die Ascender, war. Am Einflussbereich. Der Radius vergrößert sich bei einer Bevölkerung von 600 auf dieser Insel. Also je mehr Einwohner ich habe, desto größer der Einfluss. Alter, also der Radius halt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ändert das außer? Ja, natürlich ist es außerhalb. Wieso frage ich Das Land überhaupt? ist uns feindlich gesinnt. Ja, hab ich auch schon gemerkt. So, und baue das irgendwie mal hier drüben hin. Oh, diese teuflische Hitze. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Jetzt arbeiten und später ausruhen. Den Quatsch hatten wir schon mal. Gebäude kontrolliert abbrennen. Das ist halt ein Wort, das erwähnt ist. Jetzt außen später hart arbeiten. Fast alle Dinger. Problem ist halt, an dem Punkt, wo wir schon mal hatten. Haben alle mitgeholfen. Das ist der Grund, wieso es letztes Mal in die Hose ging. Weil ich das Gefühl hatte, hey, jetzt arbeiten. Motivität, ja, aber wir brauchen natürlich die Dinger hier, wa? Wo sind sie jetzt? Hier, Silbererz. Brauchen wir ja wesentlich mehr. Es gibt nicht viel. Und das würde uns sonst Genick brechen. Vorsicht, Neffe. Mach dir deine protzigen Den mal noch pausieren, das spart ein bisschen Arbeiter. Den eigentlich noch pausieren, spart auch ein bisschen was. Das hier ist echt eine gute Frage. Dem schwerst brandgefährdeten Gebäude kontrolliert abbrennen lassen. Mein Strohhut hat schon Feuer gefangen. Luftig ans Werk. Ja, wir haben ja mehr Dinge, das stimmt zwar schon. Natürlich jetzt gerade aktuell dabei, das Ding zu bauen. Aber das dauert ja auch nicht ewig. Da haben wir da 90 Arbeiter übrig. Die können natürlich nutzen für 2 weitere Erzminen. Luftig ans Werk. Also wisst ihr was, nehme ich hier den neutralen Effekt. Komm.
Es ist besser, den Zeitpunkt der Brände selbst zu bestimmen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich hab doch schon alle vor. Hä? Wo? Ah, hier. Bis außerhalb, der ist doch hier. Die Flammen wurden gelöscht. So. Da sind keine Arbeiter. Kann ich den hier ein anderes Haus bauen? Alter, der Einflussbereich der Hacienda. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Das heißt, ich kann die ganzen Dinge natürlich noch verschieben. Eventuell noch weiter steigern. So, bereit zur Vollendung. Jo. So, dann kann ich hier die Straßen legen. Eben 10 hat er sowieso. Mindestens. Ja, und dann eh nichts drin, also ist das kein Problem. Das noch Reservoiren kann ja noch mehr bilden, wa? Macht vielleicht auch Sinn, weil ich mir so denke, ja komm, je mehr du von denen hast, ist so mehr kannst du hier unten halt auch bewässern. Zusammen versorgen. Hier hinten wird es glaube ich eher weniger braucht, aber das aktuell jetzt mal. Stimmt eigentlich. Du, 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 du. Jetzt die große Preisfrage. Der Bau ist eher so herum. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ups. So, hallo? Menschenskinder. So, wenn ich jetzt hier mache, müsste ich hier schon mal, also bis hierhin, schon mal so viel Wasser haben, oder? 10 von 10. Also auch mal nur so testweise. Ne? So, Flammen wurden gelöscht. Dankeschön. Dir in Rente geschickt. Jetzt brauche ich die natürlich wieder. Feuerprobe. So, dann kommt der noch dazu. Sommerwindig. Ja, Moment mal, der will ja da noch was von uns. Also jetzt wird es Zeit, mehr Minen zu bauen. Aufstieg zu riskieren kann ja auch nicht schaden, wa? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Wir helfen Ihnen, etwas Besseres aufzubauen.
Dankeschön, das höre ich gerne. So. Jetzt braucht es wieder viele Ziegel. So, wir müssen nach wie vor gut laufen. Ich packe jetzt den mal trotzdem ab, damit du hier schneller bist. 17 Silbererz, okay. Aber eine Mine können wir uns noch leisten, Freunde, wa? Da mache ich ihn hier. Ziegel dauern echt Ewigkeiten. Willst du uns zuschauen? Warum eigentlich nicht, aber vielleicht doch lieber ein anderes Mal. Ich bin So. es gewohnt, nicht viel zu haben. Schnaps haben wir immer noch nicht. Interessant. Großer Hafen, Fischsuppe. Was ich aber natürlich jetzt machen kann, ist ja, dadurch, dass wir schon mal das Ding jetzt freigeschaltet haben, Obrera-Unterkünfte. Die genau gleich groß sind. Ups. So, versuchen wir es mal mit der Obrera-Unterkunft. Ich soll so nicht hin. Wir müssen nachher anders bauen. Haben die noch viele Waren? Ach du Scheinkleister. Chilisauce, Kaffee, Melonen, Atolle und Kaugummi hätten die auch gerne. Ja, was sie nicht alles hätten. Mal schauen, dass das irgendwie noch funktioniert mit den Waren hier her und so. Und ja, hier noch mit der Bewässerungskapazität haben wir halt nur 10, aber wenn ich jetzt halt hier mehrere hätte, auch zum Ausbauen und so, wäre es vielleicht eine Idee, dass wir 90 brauchen, um so ein scheiß Fundament zu bauen. Wäre es halt eine Idee, dass das vielleicht trotzdem funktionieren könnte. Weil wir quasi halt 2 Reservoire hätten, die Wasser speichern und trotzdem vielleicht eine Leitung teilen, versteht ihr? So war es irgendwie mal geplant. So. Wie sieht es hier mit Ding aus? Erstmal die Konsumgüter. 2, okay, momentan funktioniert es noch. Ich fürchte nicht mehr lange. So, die Hacienda Farm kann ich ja mir schon erfahren, auch noch irgendwo anders hinbauen und so. Da muss nicht unbedingt hier unten sein. Das Ziel wäre vielleicht irgendwie hier oben. Aber hier ist irgendwie total doof, aber... Man soll auch gucken, dass irgendwie mit der Reichweite so funktioniert. Doch nach oben hinaus? Wir werden immer noch nicht gebraucht. Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich überlege jetzt gerade, wenn eine Wasserleitung hier oben hin machen würde. Wiederum die Hacienda selber. Ich meine, der Bereich vergrößert sich, das ist mir soweit schon bewusst. Ich platziere die ganzen Gebäude nicht mehr hier, sondern hier drüben. Ich mache für die Hacienda-Gebäude hier unten hin. Wenn der Bereich hier noch größer wird. Wäre auch eine Option. So, guck mal, wir haben das Silbererz. Perfekt. In der Produktion, wir brauchen eine Obrero und zwar nicht zu knapp, also muss ich mich darum kümmern. Und auch den Ausbau hier unten. Naja, also wir haben keine andere Wahl vor, wir müssen hier ein bisschen gucken, dass wir da wesentlich
wir noch hinkriegen. Das heißt, ich packe jetzt erstmal hier wieder weg. Und baue den hier. Damit wir im Prinzip nachher irgendwie hier unten so eine grüne Oase hinkriegen mit allen möglichen Gebäuden. Ich habe hier wieder irgendeinen falsch platziert aus Versehen. Ah, den da. Skandal im Sperrbezirk. So. Zuckerrohr. Also klappt das einigermaßen? Hier glaube ich auch, war also immer noch so. Naja. War auch hier, sieht man es mal wieder. War, obwohl wir hier Produktion eigentlich super dran ist, Photosynthese. Aha, warte mal. Dann eigentlich eher wegen, also da irgendwie auf Fläche ist, wo wir auch Wasser drauf haben. Trotzdem bringt es nicht sehr viel mehr ein. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, das Problem ist halt jetzt mehr Obrera, wenn natürlich auch mehr Tortilla-Bedarf verursachen. Fischsuppe wäre mal eine Option. Hacienda Gewürzfarm braucht wieder... Insel, was? Aha! Hä? Der Hacienda... Aha, ist das die hier? Nee. Da ist ein Hacienda Farm ein, aber keine Gewürze... Warte mal, ist das Gebäude neu jetzt? Wie ist das hier? Auf einer Hacienda Farm, aber ich kann sie auch ändern offenbar. Ah, okay, jetzt habe ich Mais, Zuckerrohr, Kartoffeln, Gewürze, Getreide, kann da wesentlich mehr daraus machen. Ach du Scheinkleister. Das wird ein Spaß, Freunde, in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch irgendwie besser ausbauen sollte. Ich mach mal den hier auch mal so just for fun. So, hier haben wir ein paar Einwohner mehr. Auch den Ponchos, damit sie zufriedener sind. Naja. Aber hier vor allem die Fischsuppe. Ja, und natürlich wesentlich mehr Obrera. Also neben den Rest kann ich noch nicht bauen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Uns fehlen die Baustoffe. Aber trotzdem muss es natürlich beeilen, weil wir brauchen Silberbaren, das haben wir gesehen. Sobald die durch sind, hier brauchen wir wesentlich... Ja, müssen wir halt Silberbaren produzieren. Dafür 300 Obreros. Also ja, wir brauchen Fischsuppe und hoffen, dass wir bis dahin nicht irgendwie großartig mehr Tortillas und so brauchen. Oder auch Rum, weil sonst habe ich echt ein Problem. Modulsetzung, da bringt es ihm noch nicht. Zufriedenheit, nee, da wäre ein bisschen doof jetzt zu verbrauchen, zu senken. Koffeinschuh wäre eigentlich cool. Der hier eigentlich auch. Tortillas und Fischsuppe. Ja, vielleicht doch. Und dann einfach wesentlich mehr Rum. Ich meine, von dem noch einen zweiten zu bauen, ist kein Problem. Holz haben wir sowieso genug. Nochmal Zuckerrohrplantage. Das ist nicht so großes Feld. Das geht auch. Wir müssen irgendwie hier hinten bauen. Dafür haben wir es hier. Auch das Reservoir. Und in knapp einer Minute haben wir den Monsun wieder. Dann müsste das Problem eigentlich auch gelöst sein. Silbererz haben wir jetzt sicher genug. Ja, okay. Müsste irgendwie so funktionieren, Freunde. Und dann eben auch bald noch wieder eine größere Hacienda. Sobald wir auf 600 sind. Dann kann ich die echt mal hier runterschieben und dann mal gucken, was wir damit alles machen können. Ich werde doch eine Rumbrenner halt daraus machen. Halt keine Ahnung habe, ob die irgendwelche Vorteile bringt. Ein Fischereihafen ist klar, dass wir den brauchen. Was ist eigentlich das Verhältnis hierzu? Wir machen 2 Hacienda Gewürzfarmen. Und dann bereits die Obreros. Alter Schwede. Aber das ist halt das Fiese dran, dass hier eine Gewürzfarm muss ich halt hier drin bauen, wa? Offenbar.
Dauert es noch ein wenig, aber es geht dann auch voran. Ja, müssen es irgendwie so machen, Freunde. Geht nicht anders. Und hier brennt's und keiner sagt was. Ja, komm, wir haben hier eine Feuerwache, wir haben hier eine. Hä? Die kommt nicht bis dahin? Okay, schauen wir uns die nächste Folge an. Dann sagen wir an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Zurück bei Anno 1800 in der nächsten Folge. Jetzt müssen wir mal gucken, ob den hier dann noch im Bau ist. Das Ding hatten wir auch schon als Thumbnail. Das Ding auch, wobei noch keine funktionierende Mine. Das stimmt auch wiederum. Ja, mal gucken, wie so ein Ding aussieht. Von Obreras. Schon irgendwie ein bisschen anders aus, war die Gebäude. Sind alle hochzufrieden, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.